Ein Kind tut zuerst mal schnagen, nachher gragen. Wer nicht Fürschi macht, tut blöderle und zagen. Man könnte auch sagen, lauern und andere praschauern und so unsere Gehörorgane dreinschagen. Ein lustiges Spiel in der Jugend, das ist das Tschickeln. Und natürlich kommt man so auch schnell ins Zickeln. Man könnte auch sagen, löhlen. Und wer sich gern trölen im Dreck, grüseln oder auch nickeln. Wer alles von den Gespendli geht rätschen, muss nicht moffeln, können sie ihn verbretschen. Man sagt die auch vertopfen, dafür könnte er dich kopfen. Es ist sein Problem, wenn er weg dem muss latschen. Beim Basteln kannst du mit aller Gattung fusten. Der kannst grümscheln, kannst gefetterlen und knusten. Man könnte auch sagen, gäckeln und sollte das anschneckeln, kannst einfach ein daheim das umpflusten. Willst singen, in deiner Freizeit kannst du chörlen. Kannst auch spörteln oder einfach Zeit verdörlen. Man sagt dir auch verplempeln und in Asien kannst du tempeln und vielleicht auch Flugsimulateurlen. Mit Freunden, da kannst du torfen oder gespässeln. Mit einem Käfeln, mit ihnen SMS'len. Man könnte auch sagen, töckeln, wenn du willst, kannst du auch ein bisschen schöckeln. Ich glaube fast, das könnt ihr noch so besseln. Und jetzt, nach dem Zusammenramisieren von den Verben, wollen wir grad noch ein bisschen plagieren. Ja, wir können bäscheln, abläscheln, Zeug anteigen, jemand geschweigen, können schnutzen, revoluzen, können verstecken, Leute versäckeln. Wir können lüngeln und züngeln, können knübeln und umschrübeln, Zeug verdoppeln, jemand strubbeln, Sachen tischeln und fischeln, können futtern und schnuddern, können knorzen und porzen, etwas britteln und kapiteln, können rohren, jemand Ohren, wir können schirgen, Zeug verschlirgen, wir können täseln und näseln, können gagern und magern, können feissen und können weissen, jemand stöckeln, überhöckeln, Babygäumeln und säumeln, können südern und nüdern, können futtern, überutern. So kannst du wirklich nur in Bern parlieren.